im Brasteneck. Erster Schritt zu einem besseren Verständnis vom Kauderwutsch. Erstes Kapitel: Der Weiterbrecht. Der Prästenhausi und der Töpfli-Dino haben einen Tag beschlossen, den Borstenpeter zu besuchen, weil sie den eben zu sich angeleiten hat. Aber weil der Borstenpeter ein bisschen weiter gewähnt, im hintersten Borsten eben, haben der Prästenhausi und der Töpfli-Dino lang gewährwäset, was sie da jetzt am besten machen wollen. Über einen Sperrgpitz wollten sie nicht, weil dann hätten sie hochflattern. So haben also der Töpfli-Dino und der Prästenhausi lange überlegt, was sie machen wollen. Lang ist es gegangen, bis der Töpfli-Dino gemeint hat, ja weisst, Prästenhausi, eigentlich könnte ja der Borstenpeter auch hier zu uns über in Prästeneck kommen. Da hat der Prästenhausi mal einmal abschnaufen. Kach, hat er gemacht, und ist dann wieder heimgegangen. Der Töpfli-Dino, der die Mätzli vom Prästenhausi aber schon lange geschaut hat, ist dann ans Tolefen gegangen und hat am Weiterbrecht eingelattet. Der Borstenpeter hat gerade, als er am Bärärti essen war, überlegt, dass es jetzt schon lange hier ist, seit er der Prästenhausi und der Töpfli-Dino eben zu sich angeleiten hat. Da hat er den Vögel fallen und ist ans Tolefen gegangen, um am Töpfli-Dino einzuladen. Aber wisst ihr was? Es war besetzt.